Talk it like Loose D. Ladies and Amigos, Gentlemen. Es ist wieder so, mit Mittwoch, es ist 5 Uhr, oh mein Gott, am Drehen wieder mal bei dem Mund. Stimmlicher Moonwalk, ein stimmlicher Es Moonwalk. ist kein Mittwoch for Lucy. Again. Lautstärke auf. Unser Album droppt nächste Woche. Podcast hören. Der Y, wir sind nur Habibi. Wir sind nur Habibi. Jetzt, ich hoffe, es ist morgen und tanzen mit uns und viben mit uns. Jeder, der was ist, machen 2 indische Saltos, machen den Thank you so Moonwalk, much. im Kühlschrank, essen 2 Milchschnitte, gehen wieder rein. Mann, Machen ja, Szene. Mann. Wir sind da, Jungs, wir sind da. Ladies and gentlemen, we are back in the building. Grüezi miteinander. Hello, danke fürs Einschalten. Lose D. Hello, bro. What's poppin'? Ich glaube, Leute hören im Fall mehr den Podcast nur zum deine Kack-Lachen hören, als alles andere. Es geht nur um das. No. Ladies and gentlemen, Bevor sind wir da. Bevor wir es ganz vergessen, wir würden gerne jemanden begrüßen heute am Tisch. Absolut. Wir sind wieder mal nicht zu Welcome. zweit. Wir haben jemanden, der uns supportet. Special one. The Special One. Applaus für David Espadea. Yes. Woo! Welcome. Hey. Hallo zusammen. Hello. Grüezi. Ich habe eine Frage. Habt ihr schon mal euch testen? Das machen wir nach 20 Episoden, tun wir es mal testen voll, lassen. aber wir würden das nicht machen, aber das haben wir schon jetzt mehrmals gesagt, dass wir die Reaktionen der Leute würden aufnehmen und dann nach uns sagen. Ich habe nicht mehr rausgehen. Ja, irgendwann machen wir einfach so eine 10er-Compilation, weißt du, wo alle Gesichter von allen Was hast du Gästen vorher sind. wegen dem Kühlschrank gesagt? Das ist einfach passiert. Ich Das weiß ist nicht. einfach passiert. Es passieren einfach Sachen bei den Intros. Ladies and Gentlemen, Ich bin froh, dass wir danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, David, dass du da mit Gerne. uns einen Podcast aufnimmst. Dass du dich mit uns unterhaltest. Absolut. Und unsere Wir Standardfrage freuen uns. für den Anfang ist immer die gleiche. Die Standardfrage, immer von Anfang an, wir würden gerne wissen, wer bist du, was machst du? Ja. Warte, ich muss mich ein bisschen fassen. Im Fall. Das ist gut. Also, wer bin ich? Ich bin der Davide Spadea. Und ich bin mittlerweile 37. Eigentlich schon fast eher 38. In meinem 38. Lebensjahr. Beautiful. Ja, und ja, was habe ich? Ich bin verheiratet, wie die meisten unter uns. Also dem Tisch Ja, sind alle. absolut. Alle. Also wir sind sowieso alle, ja. Voll. Und ich habe 4 Kinder. Sehr 11, 8 und Zwillinge. Und ja, mir ist es eigentlich nie langweilig. Top. Immer. Das kann man verstehen mit 4 Kindern und einer Frau, die haben, wird wahrscheinlich nicht langweilig. Ja, das sehe ich. Ja, das ist so. Und in dem Moment, wo es dann langweilig wird, Leute mir da kommt vorbei. Ich habe schnell einen Podcast gemacht. Auf eine Runde Bierpong mit unseren bezaubernden Becher, die wir noch haben. Also ich habe vorher in dieser Montur mit Lackschülen geturnt. Mit meiner Tochter. Also macht man das Kann man sich so? nicht vorstellen? Macht man das so als Italiener? Einfach aus Prinzip mit Lackschuhen tanzen und turnen? Ich habe mich wirklich in dem Klischee gefühlt, als ich dort drin war mit all diesen Schweizer. Der einzige einfach mit Pulli und Anzugshose und Lackschuhe und Turnen. Wie der 90s New York Mafia-Film. Genau. So, Das Käppchen habe ich nicht angelegt, aber sonst etwa so. das ist beautiful. David, was können sich die Leute vorstellen? Was machst du? Was macht so der David Espadea den ganzen Tag? Ich bin Geschäftsführer von der SSM Partner AG. Darf man das so? Ist das keine Schleichwerbung? Nein, das darfst du sagen. Das Also falls ihr einen Job sucht, gehen wir Nein. Ja, dort, die Firma habe ich mit dem Artan, einem Geschäftspartner, und dem Claudio wann haben wir die Firma gegründet? Gegründet haben wir sie im 2013. Aber 10 Jahre. zusammen arbeiten haben wir im 2010. Damals noch alle getrennt. Jeder hat so ein bisschen für sich geschaut. Der Artan und Claudio haben miteinander schon eine Firma gehabt. Dann haben wir noch meinen Cousin gehabt, der eine separate Firma hatte. Und der hat dann eigentlich uns 3 so ein bisschen zusammengebracht. Und so ist dann die ganze Erfolgsstory
dann entstanden von der SSM-Partner. Ja. Damals bin ich gesehen. 27. 24 im Okay. 2010. Oh ja. Ja, und in der Branche angefangen habe ich im 2008, das heisst, da bin ich 22 gewesen, nicht ganz. Erzähl mal David, wie bist du überhaupt zu dieser Branche gekommen? Also was hast du das auf Anfang an gelernt oder Nein, das kannst du gar nicht lernen. oder bist Ja, du es gerade ist so. eingestiegen? Ja, nein, also ich bin eigentlich gut behütet in Rotenburg aufgewachsen. Ich bin der einzige Halbausländer im ganzen Schulhaus gewesen, glaube ich. Ja. Bis dann mal ein Albaner kommst, bin ich nicht mehr gesehen. Du bist gar nicht so mehr gewesen. Nein, dort, ja, es ist ja so, wirklich. Also in Wirklich? auch In heute. dieser Zeit? Ja, Also, nein, nein, Rotenburg sicher. Nein, also mein Sohn beispielsweise, der jetzt in Rotenburg in die Schule geht, der ist auch der einzige Ausländer in der Klasse. Was? In Rotenburg. Ja. Also ich möchte noch eine separate Ausländerklasse. Nein, aber er ist auch der Einzige. Und das ist schon damals, ja, irgendwie, Okay. das Dorf ist so ein bisschen, es ist einfach verdammt teuer. Und dann, ja, Dann haben wir nein, den Grund jetzt, warum. wahrscheinlich. Nein, und ja, dort bin ich in die Schule gegangen, nach einer Primar, Sek. Und dann nach der Sek habe ich eigentlich einen Job gewählt, wo mein Vater gemacht hat. Er war Gipser gewesen. Und ja, du wirst halt so ein bisschen wie... Ich sage jetzt nicht, dass er mich gezwungen hat, Gipser zu werden. Das hat er sicher nicht gemacht. Aber er hat auch nicht... Ich sage, es ist irgendwie wie nie zur Debatte gestanden, dass ich irgendwie etwas anderes machen könnte. Ich bin immer mit ihm arbeiten gegangen, so in den Ferien. Ich habe jetzt so ein bisschen mein Geld verdient für die Ferien dann und für sonstige Sachen, die ich mir anschaffen wollte. Also in der Schulzeit, in der Ferienschulzeit immer. bist du gearbeitet? Eigentlich immer. Also ich sage jetzt mal, immer sicher die Hälfte von der Ferien bin ich arbeiten. Und Okay. mein Vater hat es irgendwie wie so ein bisschen so halb verlangt. Also im okay. Sinne von, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich käme nicht, dann wäre er wahrscheinlich eher so ein bisschen beleidigt. Okay. Oder? Okay. Weil es ist ja nicht wirklich ein riesen Arbeiten gewesen. Er hat ein Gipsergeschäft gehabt. Ah, ist seine eigene Bude gewesen. Genau, Ja, seine gut, das eigene ist nochmal ein bisschen was Und dann anderes. hat er eigentlich, ist er vielfach von Baustelle zu Baustelle go Material bringen und so. Und ich bin halt dann mitgegangen und habe ein bisschen aufgeladen und abgeladen. Und ich habe nicht wirklich extrem geschafft. Aber ich war einfach dabei gewesen, oder? Und ja, nachher bin ich halt so in diesen Job reingekommen. Ich war eigentlich bei der Sek gewesen. Aus der Sek ist kein einziger auf den Bau gearbeitet. Kein einziger. Okay. Der einzige gewesen. Also nicht nur in meiner Klasse, sondern nicht in allen Parallelklassen. Also was heisst Sek? Was war in dieser Zeit Sek? Sek ist einfach das Höchste gewesen. Also das Höchste bekannt ist das Höchste, oder? Genau, Und Sek nach der ist Sek, nach der Sek gewesen. Heute gibt es ja noch Sek A, B, Genau, C, ja. was auch immer. Ja, je nach Kanton halt. Heute sind alle Sek, damit es einfach gut Nein. Nein. Jedenfalls, nein, ja, da bin ich nachher in den Bauberuf reingekommen. Ich muss sagen, es ist eine harte Zeit gewesen. Also, man kann es nicht... Also hast du dann die Lehre gemacht bei deinem Vater? nein, das nicht. Aber trotzdem gibt gibt's es ja, das hat er nicht wollen, weil es ist nicht gut, wenn man... Also, oder man hat es früher einmal so gesagt, es ist nicht gut, wenn der Sohn die Lehre beim Vater macht oder im Familienbetrieb. Darum bin ich eigentlich in einen anderen Betrieb gegangen. Und ja, ich sage jetzt einmal so, es ist nicht unbedingt so mein Traumberuf gewesen, aber ich habe es durchgezogen. Und es ist... Du hast die Lehre fertig gemacht? Ich habe sie fertig gemacht, das natürlich bestanden. Sagen wir, schulisch ist es easy gewesen. Für mich ist es nicht irgendwie... Es ist zwar... wie soll ich sagen? Es ist zwar... total etwas anderes. Also das hat nichts mit dem zu tun, was du in der Schule lernst, wenn du dann dort in die Berufsschule gehst. Oder? Ja. Aber ja, die habe ich eigentlich easy bestanden und dann bin ich eigentlich mit einem Beruf da gestanden. In dieser Zwischenzeit ist dann nachher noch mein Vater seine Firma Konkurs gegangen. Die Eltern haben sich getrennt, geschieden und ich bin schlussendlich eigentlich mit einem Beruf da gestanden, wo mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Also ich habe nichts gegen einen Bauberuf, im Gegenteil. Also wenn man heute schaut, man findet fast keine guten Fachkräfte mehr. Genau. Es ist halt einfach, heute wünschen sich alle Eltern, dass ihre Kinder irgendetwas studieren. Langsam geht es ein bisschen die Tendenz, wie es im Ausland ist. Also wie es auch in Italien ist. Alle gehen studieren und keiner kann arbeiten. Und und
Aber auch ich selber musste sagen, es ist nicht unbedingt so mein wirklicher Traum gewesen. Ich habe zwar immer davon geträumt, etwas mit Bauen zu machen. Also ich habe schon als 14-Jähriger, 13-Jähriger habe ich Häuser gezeichnet, Wohnungen gezeichnet und danach habe ich dann meiner Großmutter damals da gesagt, ich werde irgendwann mal Häuser bauen und Wohnungen verkaufen. Okay, mit 14. Ja. Wow. Wild. Mittlerweile... Heute stimmt es, ja. Stimmt eigentlich mittlerweile. Machst du das jetzt? Also nicht hauptberuflich, aber ich Aber, mache es und ja. Das ist etwas, wo mir Du hast dir Spass schon macht. Props gehabt. Du hast eine fette Villa in Italien. By the way, nie eingeladen worden. Ich habe keine Ahnung, was Props ist, aber nehmen an, es wird etwas Positives sein. Lob. Ah, Wir sprechen Lob aus. Ja. danke. Für da, Das ist noch Schweizer. Lob für das, dass ich eben nie eingeladen worden bin. Ja, du musst noch kommen. Vielleicht kommt es eigentlich, oder? Es ist einfach per Zufall braucht Luz einen Assistent, Ja. Ja, um das plötzlich. Licht zu haben. Ich habe das Gefühl, ich werde sowieso in der nächsten Zeit, ich werde nur noch erkannt als der Assistent vom Luz. Meinen Sie, das ist ein 1,92 grosser Praktikant, der der Luz plötzlich hat. Mit grauen Haaren. Aber erzähl mal, David, wie war der Change gewesen, dass du, also, hast du etwas erlebt, dass du da eine andere Richtung hast wollen gehen, nicht mit dieser Branche warst? Was hat dich so geprägt, dass du das hast ändern? Also bist du dann gerade direkt nach der Lehre in die Versicherungsbranche? Nein. Ja, es ist, was habe ich erlebt? Also die Baubranche ist eine rauche Branche. Also auch in den Versicherungen wird Rauch miteinander geredet, oder? Aber oder vielleicht in unserem Teil, wo wir tätig sind, ist es vielleicht ein bisschen anders als in der normalen Versicherungsbranche. Aber es ist ein Umgang gewesen, oder? Es ist kalt gewesen. Wenn ihr in der Schweiz wisst, wie es ist, da ist irgendwie 50% vom Jahr ist kalt. Oder es ist sehr heiß gewesen. Man war ständig dreckig gewesen. Als Lehrling in der Baubranche wirst du in der Regel versklavt. Im Sinne von, dann drehst du mal einen ganzen Tag einfach Gipsplatten, vielleicht Ja. 2., 3., 4. Stock rauf. Und das ist schon krass gewesen. Also weißt du, sagen, heute sind zwar die Säcke, mittlerweile sind sie limitiert auf 25 Kilo pro Sack Zuwa. Dafür musst du einfach 2-mal laufen. Ja. Nein, aber damals hat es 40 Kilo Säcke gegeben. Schon. Dann bist du ich bin vielleicht selber fast... Ein bisschen mehr als 40 Kilo gewesen. Nein, übertrieben. Aber ich bin vielleicht, keine Ahnung, 60 Kilo gewesen, oder? Damals mega dünn und musste 40 Kilo in die 4., 5. Stock auftragen und dann das den ganzen Tag. Und das ist einfach krank. Ja, voll. Ja. Und das ist, sagen, so ein bisschen sicher gewusst, das werde ich nicht das ganze Leben lang machen. Okay. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, was werde ich machen. Und weil ich nicht gewusst habe, was ich machen will, bin ich nachher eigentlich nach der Lehre, habe ich noch ein Jahr schnell, also ein Jahr ist übertrieben, etwa 9 Monate auf der Branche gearbeitet, weil ich dann nachher im März gewusst habe, ich gehe in die RS. Und dann bin ich dort ins Militär und für mich ist das Militär lockerer gewesen als also Baustelle. ich bin zwar in der Infanterie, also Füsilier, also auch genug streng, aber immer noch weniger schlimm als auf der Gut, das Baustelle. ist ja ziemlich streng, was du kannst machen in der RS. Ja, So ziemlich so. Jetzt nicht, das ist ziemlich gut, aber ziemlich streng gewesen, aber mir hat das gefallen irgendwo durch, komischerweise. Okay. Oder? Ich hatte auch einen Kollegen dabei gehabt, aus der Jugend, der mit mir alles durchgemacht hat. Und dann haben wir eine Unteroffiziersschule gemacht und sind da in Gossau gesehen. Wo bist du? Irgendwo St. Gallen? Frauenfeld, Thurgau. Das ist ein bisschen weiter weg. Aber ist egal. Aber tönen etwa gleich. Nimm jetzt mal einfach so zur Kenntnis. Wie ist es nachher? Nein. Der nächste Schritt, wie bist du? Nachher bin ich im Militär gewesen. Nach dem Militär habe ich noch im Militär gearbeitet. Also ich habe Aha. dann dort noch sogenanntes Zeitmilitär gemacht. Das gibt es Okay. heute nicht mehr, glaube ich. Das gibt es immer noch. Gibt es noch? Zeitmilitär gibt es noch? Ich Also, meine, vor, sie haben es also mal vor abschaffen. 4-5 Jahren zu wieder noch. Okay, ja, sie haben es mal abschaffen. Jedenfalls habe ich das noch im Zeitmilitär gemacht und dann nach der 3. RS, wo ich dann ausgebildet habe, habe ich irgendwie mir gesagt, das ist, also nicht, dass es ein Scheiß ist, nicht ein Scheiß, es ist eine gute Sache für jedermann.
Und jeder Frau muss nicht korrekt sein. Ja. Und für jedes. Ja, das ist Jedenfalls, es ist sicher eine gute Sache. Und, aber ich sage, irgendwann ist es mir zu blöd geworden, weil du erzählst eigentlich alle 3 Monate. Immer wieder das Gleiche. Erzählst wieder das Gleiche. Ja. Also von Anfang, also ja, Ja. zeigst wieder alles von an. Und das hat mir irgendwann nicht mehr gepasst. Okay. Dann ist per Zufall ein Kollege gekommen und der ist mit einem Auto an einen Geburtstag gekommen. Das war, glaube ich, Ende Juli gewesen, von einem Kollegen und ist mit einem Opel OPC gekommen. Also, wie soll ich das sagen? Damals, ist nicht so wie heute, wo alle mit 18 irgendwo einen Mercedes fahren, sondern der ist mit einem Auto gekommen, das etwa 55'000 Franken gekostet hat. Und für uns, wir sind alle Autos gefahren, die 1000 Franken gekostet haben. Mein Auto hat 100 Franken gekostet. Kannst du dir das vorstellen? Das Auto 100 Stutz. Danke heutzutage teurer als Was ist für ein Auto gefahren? Was ist das für ein... Ein Fiat Uno 1 Liter Motor. Es war aber ein geiles Auto. Jedenfalls, ich hatte ein Auto für 100 Franken gehabt, oder noch müssen das und das und jenes machen, MFK und, Ja. damit ich irgendwie durchgekommen bin. Ich musste den Radio austauschen, Boxen selber reinschneiden und verlegen und das war noch geil damals. Und ja, und der ist gekommen mit so einem Auto, oder? Und dann ich so, du, Rigo, was machst du eigentlich? Er so, ja, weißt, ich arbeite auf der Versicherung, bla 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 bla. Und dann sagt er, das wäre eigentlich etwas für dich. Und ich so, meinst du? Er sagt, ja, du kannst gut reden und so, du könntest eigentlich das gut machen, wieso machst du es nicht? Ich so, ja, ich bin noch nie auf das angesprochen worden, aber kannst du mir es ja mal zeigen? Er so, ja, weißt du, als nächste Woche meldest du dich und dann gehen wir zusammen etwas trinken und dann tue ich dir das erklären. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir erklärt und dann hat er mich einfach knallhart ins kalte Wasser gerührt. Dann hat mir einfach so ein Terminblatt hingelegt, da gehst du auf Muri. Das mag mich erinnern, das ist der erste Was? in Muri, Kanton Aargau. Gehst dort, probierst damals... Also bist du überhaupt angemeldet gewesen, oder? Nein, das hat es damals nicht gegeben. Ah, wirklich? Damals hat jeder Versicherungen verkaufen. Aha. Das ist krass. Ist heute mittlerweile besser zum Glück. Ja. Kann man sagen, ist das heute nicht mehr so? Oder? Nein, ist nicht mehr so. Nein, es ist, heute ist es schon regulierter. Also damals hast du wirklich Jeder. jeder. Ja. Oder? Also du hättest können, keine Ahnung, Metzger sein und nebenzu hast du ein Formular anlegen. Macht die Versicherung. Das ist bitte Versicherung machen. Ah, okay. Ja, und jedenfalls bin ich nachher so eigentlich dann reingerutscht in das Ganze. Ich habe es zwar am ersten Mal abgeschlossen, ich habe keine Ahnung gehabt. Also, müsst ihr euch vorstellen, ich habe etwa 3-4 Stunden vorher die Leistungsübersicht von der Helsana damals, Ja. also Progre hat es geheißen, heute heisst es Helsana, bekommen, angeschaut, durchgelesen. Er hat mir gesagt, die und die Päckchen musst du machen, damit es etwas gibt. Ja. Und ich habe eigentlich so ein bisschen mehr gewusst Also der als der Kunde. Und das hat gelangt, weil zum Glück wissen die meisten Leute in der Schweiz nichts über Krankenkassen oder über Versicherung. Ist eigentlich traurig, aber es ist ja so. Und, ja, Also ist es das habe ich Krankenkasse gewesen, oder was? Ja, Krankenkasse. Und mit dem kleinen Wissen, das ich hatte, konnte ich einen Menschen überzeugen, seine Versicherung zu wechseln. Also ich habe ihm nichts Schlechtes gemacht. Das Ja, ja. ist eine super Kasse, auch heute noch. Und so bin ich in das hineingerutscht. Und dann habe ich mir eigentlich so Gedanken gemacht, wie, also wenn ich jetzt dort so und so viel Franken verdient habe und ich jetzt das würde im Monat oder pro Woche so viel mal würde machen, dann würde ich so viel Geld verdienen. Und dann ist das so ein bisschen, bin ich in die Richtung gekommen, wenn ich jetzt das könnte wiederholen, dann würde ich vielleicht, wenn ich würde 20 Abschlüsse machen, würde ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 7'000 Franken im Monat verdienen. Und dann habe ich im Folgemonat die 20 Abschlüsse gemacht. Oh, Und ich okay. bin ich meine, das habe ich im Militär. Militär ist, also Zeitmilitär ist ein Skandal, was man im Zeitmilitär verdient hat damals. Okay. Also ich glaube, ich habe ausgezahlt 3'600 Franken. Oder? Wow. Und ich habe in Herisau gearbeitet, in einer der ältesten Kasernen damals, die es gegeben hat. Und ich musste sogar dort müssen schlafen, weil ich nicht zurück. Ich am nächsten Tag wieder müssen am 6 Uhr draussen stehen. Ja. Und das für 3'600 Franken im Monat. Wow. Und Gut, die Lebensunterhaltungskosten im Kanton St. Gallen sind tiefer als in Zürich, oder? was du korrigieren ist die Appenzeller Innerrhoden, gell? Ja, du hast doch Gossau. Das Herisau hast du jetzt gesagt, stimmt. Ja, ich bin noch in Gossau hängen geblieben. Stimmt. Schon gut, aber als Ostschweizer müsstest du es schon wissen, würde ich sagen. Noch schnell kurz.
ich habe auch Freude, dass endlich, ja gut, ein Halbschweizer, jetzt haben wir mal, wo ich als Gast hat. Aber bist du Halbschweizer? Ja. Das ist eine geile Story. Ein Brüder! Applaus! Wir sind in Mehrzahl! Bis Wir jetzt, sind in Überzahl! bis jetzt bin ich immer im Nein, der Maurus ist auch der Maurus. Ah ja, der Maurus, sorry, Grüße an Maurus. Der Maurus ist auch, der Maurus ist voll. auch. Das ist das Erste. Aber bis jetzt haben wir nur, weil du das immer gesagt hast. Hast du gesehen? Ja? Nein, jedenfalls. Beautiful. Wo sind wir stehen geblieben? Bei der Kaserne, dass du In Harrison. ja, dass du nicht so viel verdient hast. Katastrophe. Jedenfalls dort. Und dann habe ich eben einen Monat das gemacht und bin auf etwa die 6'000, 7'000 Franken gekommen. Für mich natürlich eine Verdopplung vom Ja. Einkommen gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt würde selber telefonieren und würde den Leuten anrufen in meiner direkten Umgebung, ich habe damals in Zusammenbruck gewohnt, dann müsste ich nicht so weit fahren. Ich könnte die Leute aus der Umgebung terminieren und abschließen und dann könnte ich es vielleicht sogar schaffen, 10'000 Franken im Monat zu verdienen. Und dann habe ich das umgesetzt, habe ich das gemacht, bin Bücher kaufen, bin so in Ding, Ex Libris und so und habe Beobachter, Krankenkassen, so eigentlich das, was für einen Privatkunden, also für einen Kunden ist, oder? Habe ich eigentlich gekauft, gelesen. Selber überprüft. Dann habe ich die anderen Leistungsübersichten von der CSS bin ich geholt, bei der CSS-Agentur, von der Helsana Area-Ding, von der Visana das. Aber du hast immer noch gearbeitet? Nein, ich habe Nachher nur das gemacht. Ja. Nur das gemacht, okay. Und da habe ich eigentlich die Leistungsübersichten von allen auswendig gelernt und habe eigentlich dann gewusst, was die anderen zahlen oder anbieten. Und so habe ich mir mein Fachwissen selber. Ja, okay. Also, wie soll ich sagen, es hat nicht damals so gegeben, dass man in eine Produkteschule gegangen ist, wo angeboten worden sind, Kurs, du kannst einen Kurs besuchen, sondern das hast du dir einfach beigebracht. Learning by doing, selber müssen. Genau. Und dann habe ich nachher angefangen, selber zu terminieren. Habe ich einfach damals noch erlaubt gesehen. Okay. Telefonliste rausgelassen. Es hat irgend so ein Programm gegeben, ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Habe ich die Telefonnummer rausgelassen und einfach angefangen. Kaltakquise. Kaltakquise. Einfach Lineal, Stift, angerufen, nein, durchgestrichen. Und so konnte ich nachher pro Tag 3-4 Termine setzen. Und dann bin ich die besuchen. Und dann bin ich dann plötzlich bei diesen 10'000 gesehen. Und als ich dann 10'000 hatte, habe ich gedacht, wenn ich das so und so noch ein bisschen verbessere, könnte ich vielleicht auf 15 raufkommen. Und so habe ich dann einfach gedacht, wenn ich jetzt andere Leute telefonieren für mich, dann könnte ich das ja noch multiplizieren. Und da habe ich mit 21 nachher ein Callcenter, also 22 vielleicht, habe ich ein Callcenter aufgemacht in Luzern. Okay. Und da haben eigentlich dort, glaube ich, etwa 6, 7 Damen und Herren für mich telefoniert und ich bin eigentlich Nur noch ausführen. ausführen. Und irgendein ist... Und die nur für dich telefoniert oder auch Ja. für andere? Nur für mich. Ich habe Also sind das deine Angestellten gewesen, oder ist es einfach wie ist es okay. gemietet oder ist Nein, eine eigene Firma gewesen? Ich habe an der Mayhofstrasse davor, in Luzern, habe ich ein Büro gemietet für 860 Franken im Monat, eingerichtet, Telefon gekauft, Leitfäden erstellt für sie, Listen rausgelassen, Laptops gekauft, dass sie können, also Computer sind noch damals gesehen, dass sie können terminieren und so habe ich nachher eigentlich dann plötzlich irgendwann zu viele Termine gehabt. Okay. Oder? Und dann habe ich dann angefangen, Leute, die mit mir in meinem Business gearbeitet haben, zu motivieren, auch Termine von mir zu nehmen und über mich die Verträge abzuwickeln. Also über meine Firma dann schlussendlich. Und, Also hast du dort einfach das Callcenter als Firma gehabt oder schon selber die ich habe Versicherung? es als Privatperson zuerst gemacht. Ja. Oder also einfach als Einzelfirma. Ja. Und nachher, wo es dann grösser geworden ist, ich glaube im 11. habe ich meine Firma dort gegründet und dann über die Firma dort abgewickelt. Okay. Und nachher eben dann mit Art und Claudio dann zusammengekommen. Zuerst alle in dem Büro, wo ich war. Was ist das 2011, wo wir so zusammengekommen sind? 10, 11. Okay. Und nachher, wo wir dann, ich sage jetzt mal, keinen Platz mehr hatten, haben wir dann auch an der Zürichstrasse in Luzern dann ein grosses Büro bezogen, wo etwa, glaube ich, am Schluss sind es etwa 400 Quadratmeter gewesen. Und das ist, ja, und dann verschiedene
Vermittler, Angestellte, dann auch erste Backoffice-Angestellte müssen haben für den administrativen Aufwand. Ja, und sonst ist das eigentlich sukzessive entstanden, oder? Also Step by Step. Wie ist, wie du erzählst, mit 20 ist schon so ein Denken von Geld, wie du gehabt hast, weißt, dass du immer mehr hast wollen, dass du schon denkst, wenn ich jetzt so viel und wenn nachher noch andere Leute von mich telefonieren, von wo hast du das Denken, wie hast du das angeeignet, dass du nachher immer hast wollen, mehr wachsen, oder von wo ist das gekommen? Also eigentlich ist das, ich habe das noch schwierig zum ich habe nicht irgendwo ein spezielles Denken gehabt. Ich sage, was ich auch heute noch mache, ich tue extrem viel mit mir selber reden. Okay. Also das, was ich euch vorher gesagt habe, wenn ich das und das würde machen, dann könnte ich nachher das und das erreichen. Das habe ich mir effektiv selber gesagt. Ah, wirklich? Also ich habe es zwar nicht ausgesprochen, Ja. das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe immer wieder mit mir selber geredet im Kopf und eigentlich immer wieder, und das mehrmals am Tag über das gleiche Thema, oder? Und eigentlich mir das wie, ja heute sagen wir ja manifestiert, oder? Und ich habe nie gedacht, dass ich das manifestiere, sondern ich habe einfach gedacht, das ist meine Taktik, das ist meine Strategie, dort wollte ich, so wollte ich es erreichen. Und sicher auch, ich war jung und ich habe nicht zweimal nachgedacht. Also ich habe es einfach gemacht. Okay. Oder ich habe zum Beispiel im 2009 dann ein Grundstück kaufen im Malters. Ja. Und ich hatte kein Geld gehabt, um das zu zahlen. 23 in dem Fall. 2009, ja. 23, ja. Früher. Ich habe das Grundstück, das waren etwa 2500 Quadratmeter Land damals. Und ich hatte nicht das Geld gehabt, um das zu kaufen. Okay. Aber ich habe gewusst, ich werde in einem Jahr das Geld haben, um das zu kaufen. Oder? Und dann habe ich einfach in dem Eigentümer angerufen. Dann habe ich ihm gesagt, eine Frage, das ist eine spezielle Frage, aber wären Sie bereit, in mir das Land für 1500 Franken im Monat zu vermieten, zu pachten, Ja. oder? Und ein Jahr, 18'000, und wenn ich es noch nicht könnte einlösen könnte, dann nochmal ein Jahr für 18'000. Also nicht könnt einlösen, Wenn ich es dann nicht nicht kaufen. kaufen. Ja. Und danach sagt er, hat er noch nie gehört so etwas. Also, Okay. dass wir jetzt gerade das Land mieten, oder? Aber Bauland, oder? Bauland. Ja, es war halt auch nicht die Zeit gewesen wie heute, oder? Wo du es. Also heute ist es wieder ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal, wie in den letzten 10 Jahren, wo du hast können für 1% eine 10-jährige Hypothek abschließen, oder? Sondern dort sind die Hypotheken irgendwo bei 3,5% gesehen. Und es ist nicht so einfach gewesen, jetzt einfach ein Land zu kaufen. Okay. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich glaube, etwa 650'000 oder dort umeinander. Oder? Und nachher hat er gesagt, er hat zugesagt. Er hat wirklich zugesagt. Er hat gesagt, ja, ist gut, machen wir. Und dann habe ich das Land davon gepachtet. Dann habe ich einfach 1500 Franken im Monat in dem überwiesen, jeden Monat, und habe in der Zwischenzeit geplant. Dann habe ich einen Architekt verwünscht, der mich eigentlich verarschen wollte. Ich habe dann das erst etwa 2 Jahre später herausgefunden. Ich habe ein Jahr lang mit einem Projekt geplant auf dem Land, wo er gar nicht für mein Projekt gezeichnet hat. Also für jemand anderes, für irgendetwas. Es ist unglaublich. Okay. Der hat nur einen Fehler gemacht. Er hat in meinem Vater eine Gipserarbeit gegeben in Wald, Zürich. Oder? Ja. Und dann sagt mein Vater, du, Davide, es ist jetzt mega speziell, was ich dir sage, aber ich glaube, dass dieser Block genau der gleiche Block ist, wie der, den du im Malters hättest machen. Das ist der gleiche Architekt. Ja. Oder? Ich so, was? Und dann bin ich dort rausgefahren, bin das anschauen und dort effektiv genau der genau gleiche Block einfach Copy-Paste genommen und dort eingesetzt, und es wäre gar nicht möglich gewesen. Bei dir in Malters? Ja. Von den Flächen her hättest du gar nicht können machen. Krass. Und dann, ja, das war meine erste Erfahrung. Dann habe ich den Architekt gewechselt, der war nicht viel besser gewesen, aber mit dem konnte ich wenigstens ein Projekt realisieren. Ja. Und dann habe ich mit 2012 8 Terrassenwohnungen gebaut. Wow.
in Malters. Und das war so mein erster Einstieg gewesen, eigentlich in diesen Traum oder in die Vorstellung, die ich als Kind hatte. Wo deine Großmutter damals Genau. gesagt hat. Ich habe gesagt, Wild. Großmami, das Großmutter Schweizersitz, ich so Großmami, mit 30 will ich Millionär sein. Sie so, ja, hör auf. Wie alt bist du? Mit 14? Nein, mit 13 etwa, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Hast du das gesagt? Wirklich? Wow. Krass. Und dann weißt du, sie so, ja, sicher nicht. Also, Aber hast du denn in der jungen Zeit immer Gedanken gehabt, ich will Millionär werden? Das ist mein Ja. Ziel. Also weißt du, wenn du das mit 13 gesagt hast, bist du schon relativ früh unterwegs. Gut, aber weißt du, wenn Eltern vielleicht, ich glaube, wenn Eltern noch, dein Vater ist selbstständig gewesen, weißt du, dann siehst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr businessmäßig, ein bisschen was mitbekommen. Ja, sicher auch. Ich habe sicher gesehen, dass mein Vater gegenüber meinen anderen, ich sage jetzt mal, Verwandten, die ich hatte, also jetzt nehmen wir das Beispiel meine Tanten und meine Onkel, die, sage jetzt mal, im eher ärmlichen Verhältnis aufgewachsen sind, Baselstrasse in Luzern und oder in Litau so ein bisschen in eher ärmlichen Verhältnissen gewohnt haben, ist uns natürlich schon viel besser gegangen als ihnen. Und sei es was das Wohnen anbelangt, was aber auch die Autos anbelangt. Aber nicht reich. Also nicht sich vorstellen, wir sind reich gewesen. Überhaupt nicht. Einfach, uns ist es sehr gut gegangen. Ja. Oder? Wir sind trotzdem auf Kalabrien, jedes Jahr auf Kalabrien die Ferien, immer. Oder? Und wir haben nicht irgendwie eine Wohnung gehabt für uns, sondern wir haben einfach bei meiner Großmutter gewohnt. Also das ist einfach so ein bisschen auch, glaube ich, auch die Mentalität ist ein bisschen anders gewesen. Es ist jetzt nicht unbedingt eben wie jetzt das Haus, das ich jetzt mittlerweile habe, unten, so etwas hat niemand gehabt. Ja. Ich finde es vor allem beeindruckend. Du hast jetzt vorher gesagt, du bist nachdem du die Lehre gemacht hast, bist noch 9 Monate weiter am Arbeiten gewesen in der Gipserbranche oder der Baubranche. Nachher bist du ins Militär gegangen. Relativ viele kleine Wechsel. Dann hast du gesagt, deine Eltern haben sich dort gar noch geschieden. Ja, das war ein bisschen vorher gesehen. Das ist, das Militär bin ich im 2006 und geschieden haben sich, glaube ich, im 2002, irgendwo dort umeinander. Und was für ein Jahrgang bist du? 86. 86, also mit 16 schon auch einschneidendes Alter. Weißt, so. Ja, vor allem. Dann das ganze Mindset noch mitnehmen, wenn du das Ganze vielleicht noch verarbeiten musst. Ja. Schon. Es war eine bisschen spezielle Zeit gewesen. Also dort, wo meine Eltern sich getrennt haben, wie soll ich sagen, mein Vater ist gegangen von daheim, meine Mutter dementsprechend so ein bisschen die betrogene und verlassene Ehefrau gesehen. Und ich bin sehr vaterbezogen gesehen, also extrem. Fußball, einfach alles, was ich irgendwie immer mit meinem Vater gemacht habe, also hobbymäßig. Und dort habe ich natürlich nicht gern gehabt, wenn man schlecht über ihn geredet hat. Das war für mich wie ein persönlicher Angriff gewesen. Und ich kann mich noch einen speziellen Abend erinnert, hat nachher meine Tanten, haben mit meiner Mutter geredet. Also meine Tanten nicht. Mami-Seite? Nein, eben nicht. Vaterseite? Also die Schwestern von meinem Vater haben mit meiner Mutter schlecht über meinen Vater geredet. Ja. Und dann bin ich irgendwann von oben runtergekommen, ich das zugelassen. Also, weißt du, so wie Kind, die halt bei der Treppe versteckt zulassen, was die Eltern reden. Oder? Ja. Und dann bin ich runtergekommen und gesagt, könnt ihr jetzt alle mal ruhig sein, sonst könnt ihr heimgehen. Ja. Der Mann im Haus, du. Ja, so etwas in dem Stil. Und dann Simone ist mit mir auch oben am Zulassen gewesen, oder? Und dann meine Mutter mega hässig geworden und dann hat sie mir Details gegeben. Ja. Und dann hat sie mich rausgeschickt. Sie hat zu meinem Vater gehen. Oh, und ist Herz gewesen. Und ich hatte auch Stolzgründe, nicht mehr zurück wollen. Ja. Oder? Oh. Und dann bin ich nachher zu meinem Vater, der ist mich dann irgendwann ich schätze, es war etwa 10 Uhr am Abend gewesen, ist er mich abholen bei uns daheim in Rotenburg. Und dann bin ich eigentlich zu meinem Vater gegangen und habe dann dort
ein paar Wochen auf so einem Liegebett geschlafen. Also nicht eine Matratze, einfach so ein Liegebett. Und nachher sind wir dann nochmal gezügelt und dann hat so die Zügel-Odyssee von mir angefangen. Ich bin eigentlich alle Jahre irgendwo nicht anders gesehen. Und dann auch noch die Schule gewechselt, dann wieder zurückgewechselt und dann hat sich dann mein Vater mit der neuen Freundin wieder getrennt. Dann sind wir wieder nicht mehr anders gewohnt, in einem Bruck wieder. Also ich glaube insgesamt habe ich etwa 16, 17 Mal in meinem Leben gewechselt. Aber nachdem bist du nicht mehr zurück zu deiner Mutter? Ich bin nicht mehr zurück zu meiner Mutter gegangen. Und dann irgendeinisch bin ich glaube etwa 16 gewesen. Nein, nicht ganz. Oder doch, 16. Ich hatte einen Roller gehabt. Da muss ich etwa 16 sein. Ja. Früher, wie du erzählt hast, früher sind viele wilde Sachen passiert. Das ist vielleicht, Du bist sicher auch schon ein bisschen früher gefahren. Nein, jedenfalls sind wir nochmal gezügelt auf einem Bruck. Und dann, irgendwann kommt mein Vater und sagt einfach, David, ich zügle auf Italien. Hast du ausgewandert? Ja. Wow. Und ich so, und ich? Ja, du kannst zu deiner Mutter gehen. Okay. Ja. Und dann nachher, ich war bei der Lehre und nicht einfach mich verpissen, oder? Und dann ist er gegangen. Ich hatte dann einfach noch eine Wohnung gehabt. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Wohnungsabgabe gemacht. Ich habe keine Ahnung, wer dann schlussendlich. Da waren einfach noch Möbel drin. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ich habe es mal nicht gemacht. Ja. Krass. Einfach tschüss. Also wie, ist von heute auf morgen oder von jetzt? Ja, nicht gerade von heute auf morgen, aber so plus minus. Ja. Ich bin gegangen. Und ich musste noch die Wohnung irgendwie. Ich habe dann gesagt, du, ich bin 16, ich habe keine Ahnung. Ja, plus bist du auch nicht du im Mietvertrag. Ja, und dann bin ich, das kommt noch dazu. Und dann bin ich zu meiner Mutter wieder zurückgegangen. Eigentlich hat mich das gestresst, aber ich habe es dann gemacht. Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Ja. Oder? Und nachher muss ich sagen, ist aber das Verhältnis mit der Mutter wieder besser geworden. Ja. Oder? Aber das Verhältnis mit dem Vater, obwohl er die Sachen alle gemacht hat, ist nie schlecht gewesen. Ja. Das ist eigentlich nur erstaunlich. Ja. Und nachher bin ich dann zu der Mutter gegangen und in Emmenbruck. Okay. Noch so sagen wir mal 16 bis 20 und dann mit 21 bin ich ausgezogen. Ja, aber darum, ich sage, das ist schon, weil wenn das alles privat so am Laufen ist und du hast da businessmäßig so, genau. dich so, einfach so ins kalte Wasser und Bild selber mit Callcenter machen, das ist schon wilder Film, wo da... Manchmal frage ich mich schon, wie das geschafft hast. Nein, ob ich es heute noch einmal würde trauen, in diesem Stil zu machen, glaube ich. Heute würde ich 2 Mal überlegen und das ist wahrscheinlich eben genau das Falsche. Was würdest du denn anders machen? Also weißt du, was würdest du dir jetzt für einen Tipp geben, wenn jetzt du nochmal so als wilder 21-Jähriger einfach würdest sagen, ey, ich will Termine, ich will Sachen machen. Ich würde es genau gleich machen. Eben schlussendlich. 1:1. Genau gleich. Ich meine, es ist ja schlussendlich alles gut gekommen. Ja. Oder? Aber ob ich gewisse Sachen nochmal machen würde heute, weiss ich nicht. Oder? Also, aber nicht, dass sie falsch sind. Sie sind richtig gewesen. Ja. Aber hätte ich nochmal den Mut, das zu machen? Das ist die Frage. Ja, das ist schon schwierig. In der gleichen Absolut. in der gleichen Ausgangslage. Oder? Ja. Aber ich denke, das hat sich... Und dann nachher... No risk, no fun. Absolut, ja. Und dann ist nachher von dem Callcenter Flow, wo damals dort hast, ist dann von dort lang gegangen, bis der SSM gegründet worden ist, oder? Nein, es ist eigentlich parallel gelaufen. Und dann haben wir eigentlich das Callcenter nochmal vergrößert. Und dann haben wir eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr vorausschauend, weil wir haben die politische Entwicklung weiter, also sagen wir mal, verfolgt. Mhm. Und es ist immer mehr, ich sage jetzt einmal, dazu gekommen, dass Kaltakquise oder das Callcenter verboten wird. Ist noch nicht gewesen, aber es ist so im am Aufgleis. Genau. Und was eben auch noch war, ist, wir haben noch gewusst, dass Gesellschaften, die uns mit Terminen beliefert haben, die werden die Termine einstellen. Mhm. Also sie haben sich von dem komplett distanzieren. Und dann haben wir eigentlich damals, per Zufall, hat mir mein Cousin, der Simone, gesagt, du schau, magst du dich erinnern an Ferdi? Ich so, ja, ich mag mich erinnern. Also ja, der Ferdi hat in Kosovo ein Callcenter aufgemacht. Dann habe ich gesagt, okay, top, sollen wir doch mal anrufen. Dann hat er mir angerufen. Das Callcenter da, nachher du in Kosovo. Er ist in Kosovo. Nachher
hat er mir Das ist auch angerufen. Legende. Wir sind überall. Hey, dann bin ich dort runtergegangen mit dem Artan. Ich weiß nicht sicher, ob der Claudio am ersten Mal auch dabei war. Und dann sind wir das Callcenter anschauen. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt müsst ihr mal... Die Scheiben sind kaputt gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach über die Scheiben Gipskartonplatten geschraubt. Im Büro dort. Im Büro. Der hat es einfach... Wir haben nachher heute immer noch so. Der hat einfach... Mitten im Büro Löcher gehabt. Okay, am Boden. Und dann haben sie einfach mit so einer Schalltafel drüber gelegt. Oder? Und ich habe ihm gesagt, Ferdi, hey, da musst du rausgehen. Wir suchen dir etwas anderes, wir zahlen es dir irgendwann. Das kannst du doch nicht machen. Dann haben wir ein anderes Büro genommen. Es hat zwar wieder ein Loch gehabt. Ja, nein, es ist aber ein Loch für eine Treppe eigentlich, oder? Aber sie haben keine Treppe reingebaut. Jedenfalls haben wir dann das wieder müssen mit Hölzern und dann haben wir es ein bisschen professioneller gemacht. Haben wir es dann zugemacht und so hat es eigentlich so ein bisschen angefangen, dass wir dort unten noch ein Callcenter hatten, wo uns eigentlich relativ günstig können mit Terminen beliefern, damit wir können, ich sage jetzt mal, den Stand beibehalten, oder? Ja. Und so nachher auch vor allem mit Vermittlern, die wir zusammen gearbeitet haben wir eigentlich, man muss sich vorstellen, am Anfang waren wir zu viert gewesen, also wir drei und eben mein Cousin, wo mit uns zusammen als erster Partner zusammen gearbeitet hat. Und nachher haben wir etwa so 1200 Kunden im Jahr versichert. Plus, minus. Oder? Und noch ist es eigentlich dann auf 2500, 3500, 5000, 7000, 9000. Bis wir am Schluss nachher eigentlich im 2020 ist eigentlich oder 19, nein, 20 ist eigentlich das beste Jahr dann schlussendlich gesehen, wo wir dann 20.000 Kunden in einem Jahr versichert haben. Das ist so da mal einen Applaus da. Ja, aber das darf man nicht vergessen. Von 1200 auf 20.000. Wie viele Mitarbeiter sind da jetzt? Also jetzt 2020? 2020 sind wir etwa... Also Mitarbeiter sind nicht so viel gesehen. Wir haben viele Partner damals noch. Aber Mitarbeiter, sagen wir mal, etwa 40. Okay. Aber über ein Netzwerk von über 160 Partnern. Wow. Und nachher dann eben ist dann sagen wir mal, der Florent, den wir auch schon gehört haben. Der letzte. Der letzte, Shoutout der letzte. Ist auch wieder, dort war er sehr visionär gewesen. Also er hat dann dort gesagt, wir müssen einen eigenen Vertrieb aufbauen. Also nicht mit Partnern arbeiten, wie wir es vorher gemacht haben, sondern wir müssen einen eigenen Vertrieb haben. Und für das hat er nachher den Manuel Gomez geholt. Shoutout to Manuel Gomez. Das ist vor einer Stunde da gewesen. Sicher? Ja. Siehst du? Du hast jetzt 2 Namen erwähnt, die beide da sind. Lol. Lose die Lab. Also die 160 Partner, die noch kamen, die kommen alle da im Podcast. Geil, krass. Jedenfalls, ja, haben wir nachher jetzt ist der Manuel zu uns gestoßen und mit seinem Wissen im Bereich Vertrieb, mit den letzten Visionen, die er hatte, mit dem IT-System vom Pero, das wir hatten, und mit der Struktur und der finanziellen Power, die wir hatten, haben wir eigentlich einen riesen sagen wir mal, Vertrieb können aufbauen, wo nachher dann wo wir nachher haben können weiterverkaufen an eine sehr namhafte Versicherung in der Schweiz, und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Höhepunkt gewesen, in der Karriere momentan bis jetzt. Wann ist denn der Verkauf? Wann hat der stattgefunden? Im 21. Also im 20 ist es aufgeleistet gewesen, und im 21 ist es dann verkauft worden. Hammer. Wieso eigentlich SSM? Das ist Selmanay für den Artan. Vom Artan, okay. Spadea für mich und Musto ist der Claudio, den kennst du, glaube ich. Nein, den kenn ich nicht. Den kennst du nicht, ja. Ja. Ja, das ist so die... Uns ist eigentlich nichts in den Sinn gekommen. Ich mag mich erinnern, wir sind am Fellnessen in Deutschland. Ich, Claudio, Roberto, der Cousin und noch ein Kollege. Und dann haben wir... Der Artan steht nicht mitgekommen. Und dann sind wir am Essen am Tisch und mit dem Artan am SMS schreiben und
hey, was meinst du zu dem? Und dann irgendwann habe ich geschrieben, ja, was meint der SSM-Partner? Also komm, scheißegal, SSM-Partner. Ja, so ist das entstanden. Es ist eigentlich nichts Spektakuläres. Ja. Es heisst auch nichts, hat auch nichts mit Versicherung zu tun. Ja. Absolut. Ich habe noch eine Frage gehabt. Du hast gesagt, mit 23 hast du deine erste Immobilie gehabt, ist das richtig? Ja. In dieser Zeit hast du schon recht gut verdient, in dem Fall, oder? Müssen. Und wie ist das so? Weißt du, wenn du so jung bist, du bist ja gar nicht so reif, dass du mit so viel Geld kannst umgehen. Was hast du denn gemacht, dass du nicht abgehoben bist? Oder ich weiß auch nicht, weißt du, viele, die so schnell, so jung Geld verdienen, höre oder kann ich sehr viel hören, dass sie sich schnell verloren haben. Das ist eigentlich für mich sehr einfach gewesen. Du kennst mich gut, der Randy kennt mich weniger gut, aber mittlerweile kennt er mich auch. Ich habe aus den Fehlern, die mein Vater gemacht hat, gelernt. Mhm. Also ich habe gesehen, was er gemacht hat und ich habe all diese Sachen nicht gemacht. Ich habe nie, das sind eigentlich, ein Mann hat, sagen wir mal, 3 Laster. Das ist Spielsucht, Frauen und Autos. Das sind, wenn du diese 3 Sachen kombinierst und wenn du es noch schlimmer machst und noch Drogen hinzufügst, wirst du zwangsläufig nie Erfolg haben. Unmöglich. Das ist so. Oder? Und das ist etwas, was ich gesehen habe. Auto, Frauen, Spielen, ist Todsünde. Und für mich habe ich entschieden, dass ich diese Sachen, die werden mich nie prägen. Also klar, ich muss jetzt sagen, ich habe auch ein teures Auto. Aber das Auto ist bar bezahlt. Ja. Ich habe nicht ein Leasing gemacht. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellen... Was hast du das Auto? Ein Tesla. Nein, das andere. Also, Bobbycar. ein schwarzes. Ein Bobbycar. Jedenfalls, ich habe zum Beispiel ich habe schon weit über, ich will nicht überblöffen, aber ich habe weit, ich sage jetzt mal 6-stellig verdient, oder? Und bin immer noch ein Smart gefahren. Wow. Oder? Und dann habe ich hat mich dann der Artan und der Claudio überschnorrt, einen X6 zu kaufen. Okay. Oder? Also eigentlich hat der Claudio das immer inszeniert, hat immer für sich die beste Kondition rausgeholt und hat mich und den Artan gezwungen, das gleiche Auto zu haben. Jedenfalls habe ich das erste Mal die X6 gekauft, wo er ganz frisch rausgekommen ist. Und das war natürlich ein Panzer in dieser Zeit. Das war das Auto. Oder? Ja, voll. Und das habe ich wirklich, ich weiß nicht, wenn das rausgekommen ist, im 14, glaube ich. Ja. Oder? Also ich habe eigentlich schon lange mir das Auto können leisten oder ein ähnliches Auto und ich habe es nicht gemacht. Ich bin mit einem Smart zu den Kunden gegangen. Ich glaube noch ein Fiat Bravo hatte ich noch gehabt. Und ich habe, wie soll ich sagen, nachdem ich die X6 hatte, habe ich zum Beispiel immer etwa 2 Strassen weiter weg parkiert, damit mich die Kunden nicht sehen, mit welchem Auto sie kommen. Krass. So image-technisch dich weil Das hat dich gestört? es hat mich gestört. Dich dezent präsentieren. Oder kommt darauf ab, mit was für Kunden du zu tun hast. Oder wenn du Kunden hast, die selber, du siehst oder gewusst hast, die haben Geld, dann hast du das können machen und ohne Probleme mit dem Auto vorfahren. Aber wenn du zu einem Kunden gegangen bist, der irgendwie, keine Ahnung, 4'500 Franken verdienen tut und du kommst mit einem X6, der irgendwie damals 120'000 Franken gekostet hat das ein schlechtes Bild abgegeben. Und ich habe eigentlich immer geschaut, dass es so ein bisschen ein gutes Bild. mich anpassen. Und was würdest du für Tipp dem Fall an junge Unternehmer oder Selbstständige geben, die jetzt vielleicht neu gestartet haben oder ihren Traum verfolgen? Was für einen Tipp würdest du ihnen geben, dass sie so nachher Erfolg haben? Schlussendlich geht nichts über den Fleiss. Also du kannst nicht erfolgreich sein, es kommt nicht einfach so von allein. Das ist unmöglich. Absolut, ja. Es ist unmöglich. Also, klar, es gibt auch Leute, die Glück haben. Die gewinnen im Lotto und dann sind sie Millionär. Aber in der Regel, genau bei denen, geht es dann auch wieder schneller weg. So es ist nicht konstant. Also ich sage, schlussendlich braucht es den Fleiss, oder?
wenn du fleissig bist, wenn du das, was du machst, jeden Tag machst, kommt irgendein automatisch auch das Geld. Also es ist unmöglich, dass du arbeiten tust, fleissig bist und versuchst, dein Bestes zu geben und es klappt nicht. Es ist fast unmöglich. Sicher, du kannst einen riesen Pechvogel sein, dann klappt es bei dir trotzdem nicht. Aber das ist einmal das Erste. Und das andere, was ich vorher gesagt habe, vor allem bei Männern, die drei Sachen. Die drei Towers, und das sind für mich, wenn du es schaffst, die von dir wegzuhalten, oder? Die 3 Laster, wenn du das hinbringst, dann verbrötelst du dein Geld nicht. Oder? Weil das Wichtigste ist am Schluss immer, dass du, weil das Geld, das du verdienst in einer Firma, ist ja nicht verdient für dich. Ja. Du hast Kosten, du musst die zahlen, du musst Pensionskasse zahlen, du musst Sozialversicherungsbeitrag zahlen, du musst Miete zahlen. Und das ist etwas vom Wichtigsten, dass man auch ein gewisses Polster sich zuerst anschaffen. Weil wenn man selbstständig wird, kommt es nicht gerade von heute auf morgen. Also, genau. Und es gibt vielleicht, du weißt es selber, es gibt vielleicht einmal auch eine Phase, wo es vielleicht nicht so läuft, wie du es gerade vorstellst. Und die musst du überbrücken. Und dort, glaube ich, ist es in vielen, vor allem in unserer Branche, zum Verhängnis geworden, weil sie das Geld, das sie verdient haben, das Gefühl haben, das ist ihres. Ja, okay. Oder? Also im Sinne von, sie können es jetzt ausgeben. Ja. Und dort, ich denke, dort scheitern die meisten Leute an dem, dass sie das Geld für Sachen ausgeben, die im Moment nicht nötig sind oder nicht im Interesse des Unternehmens. Also wir haben immer... Ja, wenn du selbstständig bist, bist du halt ein Teil des Unternehmens, dann musst du halt mitkalkulieren. Ja, ist es so. Und ich sage, wir haben ja hier die Liegenschaft gekauft, nicht da, wo wir uns gerade befinden, aber die nebenzu. Und wir hatten das Geld, wir mussten Eigenmittel blockieren. Und die Eigenmittel, die sind ja in unserer Firma drin gewesen. Und wir hätten die auch einfach uns auszahlen als Lohn, ja. Und ein bisschen etwas machen mit dem, privat. Oder? Aber wir haben gesagt, nein, wir tun immer zuerst versuchen, das Geld, das wir verdienen, in die Weiterentwicklung des Unternehmens zu investieren. Und so haben wir eigentlich immer sukzessiv unser Unternehmen verbessert, oder? Bis wir dann irgendwann an dem Punkt sind, dass sogar eine grosse Versicherungsgesellschaft Interesse hat, uns zu kaufen. Yeah. Oder? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, also, was man dort alles muss angeben, kontrolliert wird, sogenannte Due Diligence, so gemacht wird, das ist unwahrscheinlich. Oder? Und für das muss man aber einen sauberen Background haben. Und ich sage dort, das ist etwas vom Wichtigsten, Fleiss und sauber sein. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Absolut. Ich bin immer noch hängen geblieben beim Callcenter im Kosovo. Also, das ist, dort haben wir schöne Storys. Dort würde ich gerne mal hingehen. Einfach so einen Weekend-Trip machen. Du hast viel mal in Kosovo gesehen? Ich habe viel gesehen, ja. Also, am Schluss ist es so weit gesehen, dass der Artan irgendwelche Sachen abgemacht hat im Kosovo unten. Mit Leuten. Danach sind wir am Flughafen gelandet. Hat er gesagt, da ist dein Schlüssel. Ich so, was mein Schlüssel? Ja, das ist dein Schlüssel, ich habe ein anderes Auto. Ich so, wo gehst du durch? Ah, ich muss auch noch einen Termin, weißt du, nachher... Wir sehen uns später nachher in Jakova. So, okay, ja, ist gut. Du weißt ja, wo du durchfahren. Ich weiss schon. Am Schluss bin ich einfach alleine dort. Das ist für mich wie... Und dann weißt, ist das gleich wie Baselstraße? In dieser Zeit hat sicher nicht, gar nicht so viel Englisch können, weißt du? Nein. Ja, und gut, Kosovo ist ja nicht so extrem gross. Also relativ schnell weißt du, wo durch musst, oder? Und es hat auch nicht Internet gegeben. Weißt du, du hast nicht können sagen, du fährst hier. Das ist alle, ja, du hast nicht irgendwo gewusst, du hast jetzt dort einfach 3G. Hast du keine Navigation gehabt oder so? Nein, wenn du starten, du bist Mietauto, du Pristina ohne? Ja. Wow, das schaffe ich noch heute nicht, also nach Pristina. Also das ist einfach, aber... Ja, Pristina, jetzt ist es einfach mit der Autobahn. Jetzt ist es einfach mit der Autobahn, ja, voll. Damals hat die Autobahn noch nicht gegeben. Ja, aber ja, das meine ich, ja, das ist wirklich kompliziert. Ja, das ist geil gewesen. Also, ja, ich habe mich so ein bisschen wie ein, keine Ahnung, wie sagen wir denn? Sozialhilfe gefühlt. Nein, es war wirklich ist cool gewesen. Gute Zeiten gehabt, immer gut gegessen, immer gute Partys gehabt, immer gute Hotels. Sensationell. Wirklich sensationell. Gut, der Artan weiss natürlich, wie es läuft. Ja, das muss man schon muss gehen. man nicht belehren. Ja.
Was ich gerne von dir hören, du hast ja auch noch einen anderen Traum gehabt, dass du in Kalabrien, kann man sagen, wo du bist? Ja. Gasparina. Dir eine Villa dort aufbaust, wo man schon sehr viele Partys, also nebst dem, dass David macht gerne Partys an alle, die er kennt. Ich tue nur ganz dezent kurz reinwerfen, sein Spitzname von mir ist mal erfunden worden, DJ David. Ja, voll, und er gerne Musik ablassen oder singen. Ja, er macht immer sehr geile Stimmung. Ja. Nein, Wie ist es? muss Spass am Leben. Das ist so. Und ja, aber wie wichtig ist für dich, dass man Spass hat, aber du hast deinen Traum erfüllt. Und ich bin jetzt schon etwa 4 Mal mit dir kommen oder sonst auch 2 Mal ohne dich dort gewesen. Es ist einfach ein Traum. Wirklich, wenn ich dort bin, du hast mir schon manchmal geschrieben, also wie machst du das? Aber dort hast du so viel Energie, du siehst die Aussicht, das ist so auf dem Berg da oben und du siehst ganz, was ist dort unten? Wie heißt der Ort dort unten? Soverato. Ja, Soverato und Die Sonne. Wie weißt du, wenn ein Satz anfängt, weißt du aber nicht. Und ich habe dort oft immer draußen geschlafen, Hey, Sonnenaufgang. Das Das ist, für mich ist das pure Energietankung gsi, wo ich immer dort erlebt habe. Aber das Geilste war gesehen, du weißt, ob du das weißt. Er hat dort, glaube ich, du hast jetzt das erste Mal für den EAZ oder für den Geschi. Hast du dort ja, Frauenfeld genau, gehen? ja, Hey. voll. Gershi. Das war für den Gast, oder? Ja, voll. Genau. Das ist Jedenfalls, krass. hey, danach habe ich gesagt, schau, Luz, mir ist scheißegal, du kannst das machen, aber du musst einfach am Samstag musst du in Kalabrien unten sein. Ja. Ja, aber weißt du, da ist er am Donnerstag, glaube ich, hat er schon angefangen, oder, mit dem ganzen Ja, nein, er hat am Samstag, er hat am Freitag den Auftritt gehabt. Freitag. Und dann hat er hat mir noch gesagt, kannst du nicht Avalon. noch im Ins Avalon, Avalon noch einen Auftritt? Ich so, boah, aber wie will ich das machen? Ich so, shit. Dann ist er nachher ins Avalon, dann ist er vom Avalon nachher direkt auf Bergamo gefahren. Oder? Das war der einzige Flug. Den ganzen Tag. Und dann nachher Bergamo den Flüger genommen, auf Zweisam, auf Lamezia und dann von dort den ganzen Tag durchgemacht, Party die ganze Nacht. Ja, Hey, nein. das ist aber eigentlich bei voller Energie gewesen. Aber eben, es ist wie eigentlich, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht behaupten, da wäre ich nicht ehrlich, dass das ein Traum von mir war. Also ich habe mir nie vorgestellt, ich werde eine Villa in Kalabrien bauen. Das ist nicht so etwas, was ich mir das Leben lang gewünscht habe. Wieso? Weil ich bin in so einem kleinen Dorf am Berg, sind wir haben zwar eine wunderschöne Aussicht aufs Meer, an den richtigen Orten, oder? Aber früher haben die nicht ein Dorf gebaut mit dem Sinn, wir wollen eine schöne Aussicht aufs Meer. Sondern sie haben einfach ein Dorf gebaut und eigentlich das ganze Dorf ist eigentlich dort, wo du das Meer nicht siehst. Also das ist so birrenweich. Aber ja, jedenfalls, für mich ist das Kalabrien oder das Dörfli schön gewesen, herzig gewesen. Wir hatten als Kinder Spass gehabt, aber als junge Erwachsene ist das hure mühsam gewesen, weil es hat kein Bus. Es hat keine Taxis. Es läuft nicht. Es läuft schon etwas. Wir haben im Sommer schon etwas gelaufen. Also einfach so ein bisschen hin und her laufen und Kaffee trinken. Und, ja, aber ich meine jetzt so also aber alle Eltern sind auch auf der gleichen Straße gelaufen. Also und nachher, wie soll ich sagen, ja, hat sich eigentlich, wenn du ans Meer gehen, meine Tanten und meine meistens das ist auch so etwas, das würde ich heute auch nie machen. Meine Eltern mich einfach da wieder, geh mit deinen Tanten in die Ferien. Tschüss. Einfach 4 Wochen. Adios. Und wir kommen dann nachher in den letzten 2 Wochen Ferien kommen wir dann auch noch. Jedenfalls bist du unten. Meine Tanten können alle nicht schwimmen. Oder? Ja, ist so. Die meisten Cousins von mir können auch nicht schwimmen. Danach aber hauptsächlich Aussicht aufs Meer. Genau. Ja, ich schwör's. Und danach die haben nicht das Meer wollen. Keiner das Meer wollen. Also das haben wir, Simone und so, meine Cousins, Mauriz, wenn wir so, komm, wir gehen Autostopp. Dann bist du Autostopp unten gemacht und hast, wenn du Glück hast, hat dich einer mitgenommen. Dann bist du vielleicht damals, weil es hat nicht so viele Einwohner, hast eine Zeit lang gewartet, bis dich jemand ist geholt, dann bist du runter, bist ans Meer, oder? Kein Liegestuhl, nicht irgendwie ein Sonnenschirm, einfach ein Tüchlein am Boden, dich verbrötelt. Classic, ja. Und dann bist du wieder rauf. Und einer ist einen riesen Psycho verwünscht. Also so ein Psychopath, wie der gefahren ist. Und der Simone... Und du fährst um die Kurve, ja. Und der Simone hat sich in die Dose geschissen. Ja. Also weißt du, der hat fast davon brüllen.
Und danach sagt er so, hey, sorry, könntest du nicht ein bisschen langsamer fahren? Meine kleine Cousin hat Angst. Wir haben jetzt einfach zu Schiss gehabt. Scheiße. Ja, aber eben, es war nicht mein Traum dort. Aber dann habe ich einen Nachbar gesehen, oder einen Kollegen besser gesagt, dem, wo das Restaurant gehört, dort wo wir immer essen. Da geht neben der Villa? Nein, ja, also nein, er hat die Villa neben meiner Villa, aber das Restaurant im Dorf, aber es ist ein traditionelles Restaurant, mega gut. Und dann hat er dort einen Ausschub gemacht. Und dann bin ich dort gewesen und habe die Aussicht gesehen. Dann habe ich gesagt, boah, das ist brutal. Also, wenn, dann würde ich hier etwas bauen. Da habe ich 2-3 Leute im Dorf gefragt und dann haben meine Cousin, also besser gesagt meiner Cousine, ihre Freund, hat dann nachher gesagt, ich kenne jemanden, der dort in der Nähe vom Nicola, das ist der Nachbar ist, ein Grundstück verkauft. Und ich so, ja, du, wie gross ist das Grundstück? Ja, 7700 Quadratmeter. Also, wenn Sie sich mal vorstellen. Das ist riesig, ja. Riesig, oder? Und ich so, ja, was will denn da für das Grundstück? Ja, ich glaube, er hat 25'000 Euro. Ich so, was? Also irgendwie 3 Stutz pro Quadratmeter. Ja, krass. Du hast ja fast Angst, dass es irgendwelche Altlasten hat oder so. Ja, genau. Ich so, ja, aber ist das normal? Also, das ist normal. Das ist sogar eher ein bisschen viel. Oder? Ich so, okay. Ich so, du musst mal schauen, ob es wird verkaufen. Und dann bin ich dort auf Mailand gegangen, dann das Geld gegeben. Notariat, Zeug und Sachen, alles gemacht. Dann habe ich das Grundstück gekauft im 2016, glaube ich. Oder? Und dann habe ich zuerst mal versucht, eine Bank zu finden, wo man das finanziert. Keine Chance. In der Schweiz oder in Italien? In der Schweiz nicht, in Italien nicht. In der Schweiz finanzieren sie das nicht, weil es in Italien ist. Und in Italien finanzieren sie das nicht, weil du nicht ein Italiener bist. Also, ich bin zwar Italiener, aber nicht domiziliert in Italien. Genau, nicht dort ansässig, oder? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, auch wieder so einen, ich mach's einfach. So ein David-Move. Einfach so, ich mach's einfach. Und dann habe ich einfach einen Architekt genommen, geplant, da. Und dann habe ich dort angefangen zu bauen, im 2017, im Juli 2017. Und zum Glück sind die langsam dort unten. Das ist ja so. Und dann haben wir, und so habe ich immer wieder Zeit gehabt, um Geld zu verdienen. Ja. Ich hätte das sonst gar nicht können. Ich habe immer, weil es 2 Jahre gegangen ist, bis sie fertig ist, habe ich genug Geld können verdienen, um das ganze Haus Cash zu zahlen. Ja. Oder? Heute bin ich froh. Ich meine, es belastet mich nicht. Und dann im 19. sind wir dort reingegangen, haben die Ferien verbracht. Und es war ein Traum, es war zwar noch nicht alles 100% gewesen. Und dann bin ich dort gestanden und habe mir gesagt, wenn ich jetzt hier gehe, dann ist das einfach 1 Jahr leer. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, Schatz, ich glaube, das ist der Fehler, den wir hier gemacht haben. Wenn jetzt das Haus ein Jahr lang da steht, dann wird das, weißt du, wie kaputt gehen. Oder? Das muss ja leben. Genau, dann sagt sie, ja, wieso tust du es nicht irgendwie auf Airbnb? Und dann habe ich gesagt, das ist eine geile Idee. Dann habe ich das Handy genommen. Ich habe ja schon einen eigenen Airbnb-Privataccount gehabt. Also privat im Sinne von, sind ja alle privat. Aber gut, jetzt damit du Wohnung selber kannst du eine mieten, oder? Und dann habe ich dann gesagt, wer der Gastgeber, habe ich das ausgefüllt, mit dem Handy Fotos gemacht, inseriert und am nächsten Tag, bam, sofort Buchung. Ich so, boah, krass. Scheiße. Da kommt ein Schwede, oder? Für die ist das natürlich wie bei uns, wenn es 40 Grad ist im Oktober, wenn es bei uns 20 Grad ist. Jedenfalls kommt eine schwedische Familie und da habe ich denen, das hat mir richtig Spass gemacht. Ich habe denen alles organisiert. Ich habe denen Restis organisiert. Ich habe denen eine Oliventour organisiert, wo sie können Oliven ernten, dort essen zwischen den Bäumen, sind sie die Oliven nachher pressen, haben ihr eigenes Olivenöl mitgenommen. Und da habe ich richtig gemerkt, wie geil ich das finde. Ja. Und dann, nachdem ich es inseriert habe, dort in der Sommerferien, nach 2 Tagen noch einmal, BAM! Noch eine Buchung. Juni 20, oder? Ja. Und ich so, Scheiße, ich muss jetzt schauen, dass ich meine eigenen Daten blockiere. Ich habe nicht mal gewusst, dass es geht. Oder ich dachte, ich habe schon meine Ferien gehabt. Das selber kannst.
Ja, musst du noch eins mieten. Ja, und dann ist halt ein bisschen scheiße gelaufen dann im 20 wegen Corona, ist sehr viel storniert worden. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich schlussendlich die rentabelste Investition gewesen, die ich bis jetzt gemacht habe. Also in Prozent habe ich keine Liegenschaft, die so rendiert wie die. Und die ist jetzt für den nächsten Sommer haben auch schon Leute gebucht. Da kannst du schon nicht mehr buchen. Schon, ganzen Sommer. Von, glaube Juni bis Ende August keine Chance. Wow, stell dir vor. Heavy. Hast du gerade nicht gedacht. Aber das ist, das ja nicht mit der Intention gemacht, das ist ja noch interessant. Und, und ich mache das so gern. Also aber hast du deine eigene Ferien jetzt können blockieren? Ja, das mache ich. Das mache ich immer bis ins 25 blockiert. Schon. Cool. Nice. Ja, das ist etwas, wo ich, je nachdem, wie mein Leben geht oder nicht geht, das ist jetzt etwas, wo ich wirklich sage, das ist etwas, wo ich ein Ziel in meinem Leben, wo ich denke, dass klar ist, das ist, wie sagt man, das kann ich jetzt so sagen, aber das ist ein Ziel, wo ich an mehreren Orten, schönen Orten, eine Villa zu kaufen oder ein Haus zu kaufen oder was auch immer und dann eigentlich immer wieder wechseln. Also dort, wo ich finde, dort könnte ich leben, dort gefällt es mir. Ein Haus kaufen, wenn ich nicht dort bin, vermieten und wenn ich dort, also und dann immer wieder switchen, je nach der Sonne. Ja, mega. Der Sonne hinterher. Ungefähr so, ja. Immer der Nase nach. Genau. Weißt du, hast irgendwie weißt, wenn du jetzt die Firma verkauft hast, du hast da mit Calabria läuft, dann ein Mehrfamilienhaus, du wohnst selber irgendwo, irgendwelche neue Ziele. Weißt du, was reizt denn da wieder jetzt noch, wenn alles geklappt hat? Geschäftlich alles geklappt, die Familie ist da. 4 Kinder. 4 Kinder, du hast Lackschuhe sogar beim Turnen. Also, weißt du, mehr erreichen kannst du ja nicht mehr von dem. Ich schwöre. Ich will etwas können. DJ-Auftritt von Hey, 500 Leuten. Das habe ich im Fall ohne Scheiß mal meiner Frau gesagt, Schatz, ich könnte mir vorstellen, DJ zu werden. Das sagt sie, ich habe Branko gesagt, ich so, Branko, meinst du, könntest du mir das beibringen? Ich kann dir das beibringen. Nachher sagt meine Frau, ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Weißt du, natürlich dachte ich schon, ich bin irgendwo in einem Club in der Namen. By the way, weißt du, jetzt sprichst du den Branko an. Der Branko ist auch schon da. Mit all die ganze Kontaktliste von dir. Weißt du was? Nächstes Mal, wenn du wieder so eine geile Party machst, leg doch du auf. Ich kann das nicht. Nur für eine halbe Stunde. Nein, du lässt immer alle... Ja, aber ich habe keine Übergänge. Ich tue einfach ja, Übergänge sind überbewertet. Wenn du DJ bist, also wenn du ins Penthouse gehst, dann ist es wirklich überbewertet. Wenn du DJ bist, David, wenn du DJ bist, dann musst du es können. Was ben? Okay, das verstehe ich. Aber wenn du das jetzt machst und du hast einfach weiter noch, du hast direkt mit dem Finger weiterspulen, weißt du, die ersten 8 Sekunden führen. Amigo, das nimmt da niemand böse. Das sind die alle, so wenn ich dich bis jetzt kennengelernt habe, geht das, merken sie die meisten gar nicht. Es ist eine Taktik, dass ich sie zuerst abfülle, das kann ich ja nicht schlagen. Dann merkt es nicht mehr. Dann kannst du erst ab der 1, 2 auftreten. Ja, nein, es ist im Fall eine gute Frage, wo ich mir selber wo mich letztes Mal selber ein bisschen verängstigt hat, wo du vorher gestellt hast bezüglich was hast du sonst noch für Ziele? Es ist ist noch wirklich noch eine spannende Frage, weil ich denke, dass ich in der Situation, wo ich heute bin, vielleicht etwa 20 Jahre zu früh bin, oder? Aber wow, das ist glaube ich, der grösste Flex, den ich aber ich sage, das eine, was ich mir könnte vorstellen, sind eben an verschiedenen Orten schöne Wohneinheiten zu haben, wo ich selber gerne würde, auch eine gewisse Zeit vom Jahr leben. Und dann, wenn ich nicht dort bin, vermieten beispielsweise, das ist eines von meinen Zielen. Was ich sonst noch, ich sage jetzt mal, was ich planen tue, ich kann mir gut vorstellen, weil eben, ich habe gerne Partys, ich habe gerne wenn etwas läuft, ich tue auch gerne in den Leuten dienen. Also, ich sage, das klingt jetzt blöd, oder? Aber zum Beispiel, ich tue in diesen Kunden, die in Kalabrien können Ferien machen. Ja, absolut. Etwas bieten. Ich biete denen etwas und ich komme für das kein Geld über. Also, eigentlich für nicht mehr Geld als... Also, nein. Für deinen Aufwand eigentlich. Der Concierge-Service, den ich ihnen biete, kommt nichts über. Also, ich organisiere denen Massagen, ich organisiere denen Touren. Ich organisiere denen
die Lounges in den besten Clubs, oder? Also, wie soll ich sagen, ich gehe nicht zu den Leuten und sage, hey, du musst mir etwas geben, oder? Ich mache das eigentlich nur, damit sie ein schönes Erlebnis haben bei mir daheim. Also, weißt du, was ich meine? Ja, und meine Frau sagt immer, sie spürt das. Wenn wir im Sommer kommen und ins Haus, vielleicht das kann auch etwas sein, wieso dass du dort so gut geht. Wenn du dort hinkommst, spürst du nur Freude und positive Energie. Mega. Die Leute haben alle Freude. Also, Absolut. Und ich glaube, wenn ich dort reinkomme, dann ich komme in das Haus rein und ich spüre, dass dort die Leute Freude haben. Es ist vielleicht, ich bin sonst nicht einer, der solche Sachen glaubt. Aber das ist wirklich etwas, und das ist jetzt etwas, was ich sage, könnte ich mir vorstellen, eben, oder Gastronomie. Haben wir ja jetzt ein Projekt, wo wir sagen wir mal, in Angriff genommen haben. Aber schlussendlich muss immer so sehen, ich bin immer noch Geschäftsführer von dieser Versicherungsunternehmung. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Aber egal, was ich nebenbei mache, ich habe immer eigentlich die Leute, die es für mich machen. Also ich tue nicht mehr delegieren. Nicht meine Zeit investieren, gross. Jetzt ausser vielleicht bei der Villa, wo ich wirklich eine private, persönliche Angelegenheit ist. Aber sonst versuche ich eigentlich immer mit Geschäftsführern, mit guten Leuten, und das haben wir eigentlich immer gehabt. Oder? Wir haben, wo wir den Luz geholt haben, habe ich gewusst, der Luz hat das und das und das gemacht. Oder? Habe ihn vorgeschlagen, dann ist er abgelehnt worden. Von Manu. Der ist auch da. Jetzt der Fall eben. Darum ist er eben nicht da gewesen. Nein, der Fall. Nein, das passt nicht. Das passt mir nicht, hat er gesagt. Ja, und danach dann ist das mit dem Will Smith passiert. Ja, genau. Und dann habe ich nochmal die Story, die du gemacht hast, in unseren Firmenchat hineingeschickt. Gesagt, schaut, was er abgelehnt hat. Wenn er nicht noch einmal schaut, dass er vielleicht mit ihm das Ganze noch einmal anschauen. Jedenfalls haben sie noch einmal geholt, okay, und dann plötzlich hat es gefunkt. Oder? Und dann sind sie unzertrennlich geworden, so halb. Ja, wirklich so. Ja, nein, haben wir überall immer gute Leute. Also, wir haben einen sehr guten Videograf, Fotograf, wir haben einen guten Grafiker, wir haben mit dem Bilal gute Leute, die können, eine Webseite designen, wir haben mit dem Per und Top IT, wir haben mit dem Letz einen, der gut kann hinstehen und Sachen erzählen, die schlussendlich nicht eintritt. Nein. Nein. Wir sind immer so Visionär. Visionär. Also früher haben wir einen Blender genannt, heute nennen wir einen Visionär. Nein, der Letz hat eine extreme Energie. Ja, unglaublich. Und er kann die Leute mitreißen, oder? Und er kann sie dazu bringen, das zu erreichen, was sie sich vorstellen. Und das ist eine Gabe. Und ich sage, die Kombination, oder, von all diesen Menschen, die wir um uns herum haben, ich glaube, das zieht auch andere Menschen an. Mega. Oder? Also ich sage nicht nur andere Menschen sonst, sondern es zieht die guten Leute automatisch an, weil die guten Leute in der Regel auch mit guten Leuten zusammenarbeiten. Oder? Genau. Und ich denke, das könnte so Ziel sein. So eine Gastrokette kombiniert mit Party, also Essen, Party. Vielleicht, was mir ein Riesentraum wäre eigentlich so ein geiler Beachclub. Boah, das ist, ich bin eigentlich schon dran gewesen. Mach das jetzt, dass wir noch jung sind, dass wir das machen. Voll. Ich glaube nicht. Ich bin das Jahr anschauen und Italien ist einfach eine Katastrophe. Für Beachclubs? Nein, einfach was bürokratisch. Das ist so. Also wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist und sich nachher die Sachen sagen wir mal anschaut und eben, ich sage mal, wenn man dann die Differenzen anschaut, ist schon brutal, mit was sich die Menschen dort unten umschlagen müssen, wo es einem eigentlich verwehrt wird, erfolgreich zu sein. Ja. Hey, Hammer, wir sind glaube ich langsam... Ich würde sagen, sonst gehen wir nachher noch weiter, wenn wir jetzt noch weiter über die Themen reden. Und tiefer rein. Hast du noch etwas als Abschluss an unseren 50'000 Zuschauer? 50'000. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Oder also das Schlusswort. Du, als Schlusswort, ich sage, es gibt
es gibt viele Wege zum Erfolg. Oder? Es gibt viele Wege nach Rom. Ich nehme einfach immer Ding dazu, wo ich weiß. Nein, jedenfalls, es gibt viele Wege nach Rom und ich sage, ich glaube, das Wichtigste ist mit sich selber reden. Es klingt so dumm, wie das tönt, aber mit sich selber kommunizieren, tagtäglich, immer wieder das Gleiche reingeben und das tut irgendwann das Ganze manifestieren das. Ja, und selbstverständlich machen. Ich denke, das sind so der Tipp und eben der Fleiss, wo es braucht. Und ohne Fleiss geht gar nichts. Das beste Beispiel ist der Fußball. Du siehst in der Regel Top-Talent. Und am Schluss werden die Profis, die einfach am meisten durchgebissen haben. Das ist, ich denke, das sind so die 2 wichtigsten Punkte, wo ich mitgeben kann. Und ja, und dann schlussendlich ist jeder Weg ein bisschen anders. Also es gibt kein Erfolgsrezept. Du kannst sagen, ich mache das Buch auf und dann kommt es genau so raus. Aber wenn man vor allem ein bisschen etwas mitnimmt und es anwenden tut, dann klappt es. Sehr gut. Hey, danke dir vielmals. So, wenn wir dich kennen, wenn wir jetzt Outro machen, du gehst schon mal nachschenken. Wenn der Kühlschrank näher gewesen wäre. Ja. Danke dir vielmals für die Zeit, dass du das gekommen bist. Schön, dass ich mit euch noch gewisse neue Wörter lernen. Ja. Props. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Danke schön, David. DJ David in the house. Props. Thank you so much, dass ihr eingeschaltet habt. Liken, kommentieren, sharen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. You know, we know. Buenas noches. Yeah, thank you so much. Talk it like Luis D.